Harley haben wir zum Glück endlich mal besiegen können und jetzt ist irgendwie die nächste Mission dran mit anhänglicher Cyborg. Jo, es muss definitiv was wenn sein. Lass mich ran, ich spiele 8, wa? 悟空を抹殺するために生み出された人造人間16号。彼は少年時代の悟空を抹殺しに過去へと向かい悟空と対峙する。しかしその悟空の前に彼と同じ人造人間が立ちはだかるのであった。 Ja, natürlich, als ob 8 eine Chance gegen C16 hätte. Alter, C16 wäre nur Imba, der wird alles killen. Ja, sogar Piccolo. 俺の狙いは孫悟空だ。邪魔をするな。孫悟空をいじめる奴は絶対に許さない。絶対に許さねえ。はっちゃん無理だ。こいつはめちゃくちゃ強えぞ。8×2 は16。俺より強そう。でも俺逃げない。孫悟空守る。 Was eine Logik war. Nach der Logik müsste C19 ja auch stärker sein ja, als C14 und C15. Natürlich nicht der Fall ist. Immerhin kann er schon mal porten. Ach nee, diese scheiß Cyborgs, ja. Moves, was denn für Moves? 8er Zorn, 8er Attacke, Jaul im falschen Mut. Du hast Son Goku verletzt! Das darfst doch gar nicht. C16. Oh oh. Hey, ich lebe noch. Goku ist back! Ob das eine gute Idee war, ist eine andere Frage. Böser, böser Cyborg! Yusanesa, egal. Und die Fresse. Switchen! It's 80 time! Come nasai! なんとなくわかる。お前悪いやつには見えない。俺は俺が作られた目的を果たすためこの時代に送られた人造人間だ。なら俺何があっても友達を孫悟空を守る。なぜだ。 Ja, das muss er. 各部に問題となる以上は見られないが。Nur getroffen war. 思考回路に問題がある。 Alter, was wäre, wenn alles dreht sich nur um die Cyborgs? Auf einen starken Hieb hier, aber. Aus dem Weg, gib. Weg, der kommt schon ein bisschen, kann ich noch. Aua! Ah, geportet. Ab und zu klappt's doch. Aua. Mann, als Cyborgs kämpfen ist total scheiße. Ich komme! Sieht aus wie Superman. Ich mache einen Superman-Move. Aber einfach so für. Ja. Switchen. 喧嘩は大嫌いだ。でも友達を傷つけるやつは絶対に許さない。絶対に許さねえ。はっちゃん、あんなとな、オラだって同じ気持ちだ。孫悟空、
友達孫悟空とは一体。ドクターゲロは孫悟空を抹殺するべく新たな人造人間の開発に執念を燃やしていた。試行錯誤を繰り返すうちに彼は一つの可能性を見出した。ドクターゲロの高度な科学力と孫悟空が持っていた人の心、それが一つになった時究極の人造人間が生まれると。無から作られた人造人間でありながら不安定な人の心を持つ存在。その失敗作の一体が俺という存在なのかもしれない。Au, au, au. Ey, den Move kenn ich doch. Das ist mein Move. Dann machen wir so meinen Move. Was fällt dir ein? Jaulen! Das hab ich irgendwie gerade anders gedacht. Jaulen, der bringt's! Oh oh. Son Goku hat zwar nochmal ein bisschen Bock drauf, gegen ihn zu fighten. Nur so als, ja, falls nicht mehr gehen würde. Siehst du? C16 kann ich auch. Das Magazin noch scheiße. Nein, komm schon, ihr braucht nicht mehr viel. Ich wollte gerade die... Oh, nee. Oh. Wieso muss ich auch als 8 fighten? Das ist so scheiße, so schwerfällig. Ich kann das einfach nicht fighten, das geht nicht. Keine Ki-Attacken hat er drauf, der kann auch... Ki sammeln geht natürlich auch nicht. Ja, der Jauler, schön. Oh, hat eigentlich nicht vor, dass ich jetzt pro Fight nochmal irgendwie 2, 3 Versuche brauche. Naja, versuche mal Leute, sonst stelle ich zurück auf normal, weil es dauert mir zu lange. Ich will wirklich mit heute ein paar was abschließen und das gehört für mich nicht mehr wirklich zur Story dazu. Ist ein schöner Abschluss, aber wenn es einfach nur nervig ist, weil man die Charaktere nicht kannst, dann tue ich auch doof. ならば仕方がない。お前の機能を停止させるまで。障害を速やかに排除する。怒ったぞ。Toller blockt einfach ab. Oh oh. Ja, dann tut der Höllenblitz noch. Vor allem die sind irgendwie besser, war? Kann das sein? Gut, jetzt sind wir halt selber natürlich schon ziemlich viel ab. Jo, tut mir jetzt leid, Leute, aber wir haben im Prinzip gesehen, was es so gibt hier. Das ist natürlich schön, keine Frage, aber es geht mir ein bisschen auf den Sack hier. Das lieber schnell beenden. Und sei es noch auf die billigste Art und Weise. Mit Schere, Stein, Papier. Dass wir so viel Energie haben müssen. Das war gerade selber schuld, dass es voll auf mich losging. Jetzt schon wieder.
孫悟空。ターゲットに確実にヒットした。 Quatsch du nur, wie du willst. Oh. Ich bin hier zum Fighten. Scheiße. Einer hat echt... Wow! Was für ein Schaden plötzlich. Das ist ein falscher Mut liegen. Yusaine! Ja, Ulava. Du hast Son Goku verletzt! Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Alter, was ein Haken. Und du hast das erste Mal getötet. Gut gemacht, Achti! Auf dem Weg 8x2 gab 16, ne? Ja, was jetzt? ドクターゲロは孫悟空を抹殺するべく新たな人造人間の開発に執念を燃やしていた。試行錯誤を繰り返すうちに彼は一つの可能 Fertige gequatscht hier, was soll die Scheiße? 修復不可能。これ以上の戦闘継続は不可能と判定。 Kopf beschädigt, alles im Arsch. 孫悟空、大丈夫か？オラは大丈夫だ。それよりはっちゃん、こいつ助けてやれねえか？でもこいつ孫悟空をワクワクしねえかはっちゃん。世の中すげえやつがいるんだな。ほら、もっともっと修行して今度は一人でこいつと勝負して、それにほらこいつそんなに悪いやつじゃねえ気がすんだ。孫悟空、お前 Jo, das ist er. Und genau das meine ich, darum geht es auch bei Dragon Ball. Nicht nur so nach den Dragon Balls und die Erfahrungen, neue Freunde, die man dabei macht, sondern natürlich auch um das Ziel, immer stärker zu werden, um den ersten Gegner platt zu machen. Und das ist seit Dragon Ball Super einfach nur im Arsch. Beerus, der schon irgendwie mit dem Erscheinen von Super Saiyan God irgendwie sagt, ich bin trotzdem stärker, einfach nur mit angezogener Handbremse gefightet, ja schön. Dann wird es noch, wie ist es im Fall noch stärker, und du steigst ja nicht mal Super Saiyan Blue, und dann übrigens gibt es noch Zeno, den König von allem, der ist einfach mal, ja, denkst du auch so, was zum Henker wollen die uns eigentlich verarschen? Ich meine, da kannst du gar nicht gewinnen. フリーザの下で惑星の地上げ屋として働くサイヤ人たちはフリーザがサイヤ人を恐れ抹殺しようとしているという計画を知る。フリーザの裏切りに怒るサイヤ人たちは一堂に集結しフリーザ軍との全面戦争に臨む。 Ja, insofern hat halt Dragon Ball Super für mich schon einen gewissen Reiz verloren, weil was bringt das, wenn Gegner so stark sind, es gar nicht mehr darum geht, selber stärker zu schlagen zu können. Das geht ja gar nicht, sie sind viel zu stark dafür. 俺たちサイヤ人こそ全宇宙の覇者となるのだ。さあ貴様ら、フリーザ軍の主力が留守の間に。So sind wir seit Shinzo eben. Und ihr habt schon gesehen, es war König Vegeta. Ich glaube, das ist auch ziemlich eines der einzigen Spiele, wo man König Vegeta spielen kann. 安心しろ。この俺が地獄へ送ってやるぜ。 Ich muss zugeben, Puipo ist gerade ziemlich stark. Aber egal, kriegen wir schon hin. Es ist ja nur Pui Pui. Okay, okay.
小賢しい真似を。Was soll noch sein? Chinsel-Explosion. Ah, Explosionswellen. Natürlich immer praktisch. Boah, ist da ja Chin-Seele. 貴様の手口はお見通しだ。この薄汚い雑魚が。ちょっと待って。Das schmutzige Feuerwerk von Vegeta. Tschüssi. So, wer kommt jetzt? Dodoria, sind wir doch nochmal. ドドリア、貴様残っていたのか。主力部隊のウルスに足なまねしやがって。 Naja, hätte auch klappen können. この俺様が殴り殺しにしてくれ。戦闘種族だ。なめるな。銀武どもが戻る前に基地を叩き潰さねば。いいか貴様ら。Garlic on! 雑魚どもを皆殺しにし、惑星フリーザを制圧するんだ。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。 Wow, wir haben ihn nicht getroffen. Vegeta, mach einmal. Du brauchst nur 3 für den Skill. Ne, aber 4. Okay, ich sag nichts und nichts gesagt. Hab es gesagt, ich habe nichts gehört. Scheiße. Oh je, oh je, oh je. Galigan! Das wird wehtun, Kumpel. 貴様の終わりの時が近いようだな。Ich wollte gerade sagen, aber verdammt knapp. サイヤ人は戦闘種族だ。俺の真の実力を見せてやる。俺に挑んだことをあの世で後悔しやがれ。 Wer kommt jetzt? Lass mich raten, zaubern. Wow! Also, der konnte gar nicht ausweichen. Okay, dann halt. Ich wollte gerade. Natürlich, genau jetzt habe ich runtergedrückt, aber er war natürlich schneller irgendwie. Gut, Freunde, es reicht mir, sorry, aber der Part ist eigentlich jetzt schon fast wieder vorbei, oder? Und ich will jetzt eigentlich das Ganze wirklich in dieser Folge noch abschließen. Sorry dafür, dass ich jetzt hier ein bisschen hetzen muss, aber das ist mir echt zu doof mittlerweile. Deswegen auf leicht, auch ein bisschen schneller und Rest muss ich also ein bisschen überspringen. Für 90%, scheiße. Ich war vorhin auf 91, was heißt, es kommen noch ein paar Missionen hier. Ja, kann man auch ein bisschen hin, ne? So, noch ein paar Move von unserem Lieblings-Saiyajin-Prinzen. Okay, auf leicht kann das doch schon.
Er kann auch vielleicht zweimal porten. Ist klar, Spiel. Verarschen doch komplett. Ja, es wurde schon mal die Vermutung geäußert in den Kommentaren, dass es eigentlich bei der Schwierigkeitsstufe nur darum geht, wie viel Schaden überhaupt machen würde. Gar nicht den Kampfstil selbst. Das kann natürlich schon sein, wenn man so genau nimmt. 4 ist schon relativ viel. Mann, lass mich in Ruhe, Pui Pui. So, was? So, das ist auch eine nette Kombi, oder? Und er lebt immer noch. So, der nächste bitte. Bis mal irgendwo landet. Und dann kann er, muss ich ihm lassen. Wie war das gerade, Doria? Wie war das? Ich wollte es mich gerade nennen. Na, sag es nochmal. Naja, noch nicht. Das auch noch nicht ganz. Denn mein Geschmack trotzdem ziemlich viel aus. Und das ist trotz leicht. Freezer schief, ey. Da ist lang komplett im Arsch. Mann, ey, dass die Attacke nie trifft. Ah, doch, jetzt. Natürlich durch seine eigene Schuld quasi. Ich wollte gerade sagen, hier nochmal die Scheiße, ey. Der Trick klappt nur einmal. Bevor jetzt viele kommen, das ist nicht Son Gokus Mutter. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie hieß, genau vom Namen her, aber ich weiß auch, wie sie aussah. Immerhin wilder Sinn hat sie. Interessant. Hysterische Saiyajin Lady. Das war relativ gut von mir. Tja, Frauen sollte man auch nie unterschätzen, wa? Das war schon eine Art Mini-Kamehameha. Dann ein bisschen was von Krillins Attacke.
So, und wie soll ich jetzt laut Spiel nochmal switchen, weil Samen ist ja fast schon down. Ja, natürlich. Also. Mann! Macht zu wenig Schaden. Backerl, 世話かけんじゃねえ。ごめんよ。やれやれ、無粋なやつだ。私のささやかなお楽しみを邪魔するとは。Jo, Pech gehabt, wa? 黙れ。今度は俺が相手をしてやる。Ja, Mann! そん Bardock. Okay. 速攻でぶっ倒せ。やりますね、サイヤ人。 War ja klar, dass die Form noch kommen muss. 気をつけろバーダック。戦闘力が変わった。 Elegant vor allem. Hm? 何してんだ。そんなんじゃやられるよ。そろそろ本気でいくぜ。飛ばしてやる。 Der Tag entkommst du nicht! Wow. Wie viel Power hat der Arsch denn? Sind noch viel bescheint. 情けないね。やる気あんのかい。 Final Recho! War klar, dass er kontern wird. Muss trotzdem mal riskieren. Oh! Ja, ich weiß, ich kann schon switchen oder irgendwie sonst was aktivieren auf R1. Bisher sieht es noch ganz gut aus. Warum muss ich noch ein bisschen ausnutzen? Schon wieder. Und tschüss. Da schnürst du jetzt gar nichts mehr ab. Das werden wir kurz überprüfen. Tschüss, Zaubern. Da sagen sie sich noch etwas ab. Voll ausgewichen. Ja gut, was ist denn los? Ja, doch, switchen. Mit wem? Hast doch gerade schon. いい度胸だ。やめろ。おめじゃかなわねえ。私だってサイヤ人の戦士だよ。 Das könnte sein.
Toll. 1A. Er ist eine Art Riesenmonstergegner. Nicht schon wieder so einer. 私たちはこんなもんじゃないよ。ってなめるんじゃないよ。 Ah, wenn er richtig lustig, hey. Daneben gegriffen. Und schon wieder. Was? War nicht irgendwas mit Freezer und König Vegeta? 何やがね、変態野郎め。 Ich habe es wohl zu früh beendet. おめえは脱出しろ。 Ah, die heißt Fascha, okay. 女はこういう風に時代を作るんだ。私は戦士だ。死ぬ時は一緒だよ。めんどくせえ女だぜ。 Jo, da fahren wir recht gerade, wie 私たち zum サイヤ Henker. 人には時代を受け継ぐ子がいる。辺境の星へ送られたあの子がさ。そうだな。カカロットよ。生き抜け。 Dem ist Son Goku doch schon unterwegs. Ah, ich überlege jetzt echt gerade, wie zum Henker hieß schon wieder Son Gokus Mutter. Paradoxal in diesem Sinne. König Vegeta, Wehraffe. Ja. Ja, die Hilfe, oh nö, es geht auch noch weiter. Oh, vielleicht beenden es auch schon früher, Freunde. Ich habe bereits erwähnt, das letzte Part, kommen was wolle. Und ich will, bevor ich das letzte noch abschließen, nochmal alle Charaktere zeigen, die man hier so spielen kann mitunter, aber gar nicht irgendwie gesehen hat. メカフリーザが地球に来た時の話です。でもまさかあんな人が地球にいたとは。 Oh, ich glaube, das könnte schon das letzte sein. Ja. 97, ja, könnte es sein, dass es bereits der letzte Fight ist. メカフリーザ、それで。悟空に倒されたかに見えたフリーザが生きていた。そして悟空に復讐しになんと地球にやってきているという。悟空が来るまでの間に地球人を滅ぼし悟空を悔しがらせようとするフリーザ。彼の前に意外な男が立ちはだかった。 Ja, wisst ihr, ich finde es einfach ein bisschen seltsam, dass man Mecha Freezer und King Kong nicht normal in Star-Modus einbauen kann. Nö, man muss so eine Was wäre wenn Sache draus machen. なんだ貴様らは。 Oh Gott, der Teufel aus Dragon Ball. スーパーサイヤ人が地球に到着する前に死体の山を用意して歓迎してやるのさ。ちょっと待てよ。スーパーサイヤ人って。貴様、孫悟空を知っているのか？そうか。Ah, oh. 恐怖で頭がおかしくなったのかい？ Der Teufel aus Dragon Ball! Naja. Wieso das erste jetzt hier ist, ich habe keine Ahnung. Das ist halt Budokai Tenkaichi 3. Unsere Leute macht überlegt, ja komm, wir müssen das Spiel frühzeitig rausbringen und so, oder wir haben nicht mehr genug Zeit, um alle Charaktere einzubringen, alle Storys. Aber hey, was wäre mit Was wäre wenn? Das hatten wir noch nie, wäre doch geil. Ich denke mir einfach nur so als Fan, was zum Henker. Ja, das kann lange dauern. Gabel, wo ist das Messer? Na klar, seine Attacke kommt durch. Jo, da könnte sogar sein, dass ich hier gleich abbrechen werde, die ganze Übung. Weil ich habe den Kampf echt mies in Erinnerung. このハタリ野郎、俺様がぶち殺してやる。
Ich meine, die Idee finde ich ja geil, dass man Charaktere aus Dragon Ball Z, Dragon Ball GT und Dragon Ball kombiniert, oder? Und von dem her, ja, als reines Kampfspiel plus eben natürlich Online-Modus ist das Teil schon geil. Tenkaichi 3, aber der Story-Modus, der fehlt auf ganzer Linie. Mann! Der scheiß Teufel, der ist wieder ganz anders spielen. Oh, das ist eine Katastrophe, mit dem zu spielen. Ich mache das Ding ja noch langsam. Ich meine, würde mal ordentlichen Damage machen, der trifft. Scheiß Gabelattacke. Ja, und du kommt direkt den nächsten. Oh Mann, ey. So, ich hab's langsam ein bisschen raus, wie ich den spielen muss. Nun liegt auf sehr langsam. Jo, sage sehr langsam. Gut, Freunde, ich mache nochmal einmal einen Versuch hier mit dem Teufel. Wenn es nicht klappt, dann beenden wir das Ganze und es wird ja kein 100% werden. Die Quails haben wir gesehen, das war eigentlich das Wichtigste für mich persönlich und auch die Highlights natürlich bei Dragon Ball GT und vor allem gegen Kid Buu und so weiter, dass das noch auf schwer geschafft haben, vor allem gegen Kid Buu. Aber das hier, ich muss jetzt zugeben, ich wusste, was auf mich zukommt, der Dragon Ball Saga und was wäre wenn Saga, aber vor allem was wäre wenn, die macht irgendwie jetzt gerade überhaupt keine Lust. Aber liegt eben vor allem daran, dass man jetzt hier Charaktere einführt, die man in der Hauptstory einfach weggelassen hat. Und ich finde, sowas gehört zur Hauptstory dazu. Was wäre wenn, ist immer noch geil, aber nicht auf Kosten der Hauptstory. Die kann es nicht bringen, ey. Gut, sie haben es gebracht, aber eben, das ist meine Meinung. Ein ziemlicher Fehler von den Entwicklern in diesem Sinne. Budokai Tenkaichi 3 ist ein geiles Spiel, gehört definitiv zu meinen Lieblingskampfspielen, aber nicht zu meinen Lieblings-Dragon Ball Story-Spielen. Also in dem Sinne, ja. Vor allem ist es für die Wii, der Service für Online-Events wurde eingestellt, deswegen da irgendwas weiterzuführen bringt es auch nicht mehr. Wow. Aber ab, Freezer, kann sowieso nichts machen gegen dich. Seht ihr das? Zieht nichts ab. Ist geil, wa? Ich freue mich auch schon. So geht doch. Der ist eigentlich ziemlich geil. Also die Attacke kennen wir auch aus Dragon Ball. Ich finde jedes kleine böse Energie im Herzen und ja, also explodieren, war die Attacke. Hier funktioniert es ein bisschen anders. Da war es bei Budokai Tenkaichi 2 dabei, Infinite War. Auf jeden Fall irgendwo weiß ich noch, dass man das hier gesehen hat. Oh. Tschüss! So, nächste bitte. Schon wieder der Typ.
俺のこの目が真っ赤に光る。貴様を倒せと怪しくささやく。陰湿。Ich wollte sagen, Domo! Kaikosen mal einsetzen, wa? Oh, und tu doch nie dazu. Mir fehlt einfach das Timing für die Kaikosen, ist leider wahr. Er wird ein bisschen näher aus als die anderen. Getroffen? Ist eigentlich unlogisch. Voll aufgeholt. Der gewisse Attacke nervt nur geradeaus, andere holen quasi den Gegner noch ein. Das allerdings finde ich noch ziemlich geil, dass halt den Unterschied gibt. Du entkommst mir nicht. Niemand entkommt dem Teufel. Offenbar schon. Ja, der Felsmauer, den kommt ein Teufel, genau. Ja, doof sind sie nicht. Und jetzt kommt der Scheiß schon wieder. Der, was eigentlich auch logisch ist. Man kann bitte mal ganz kurz die Energie holen. So. Freeze nochmal, sieht fast so aus, war. Das ist nochmal mehr Energie für mich. Ah, nach einer King Cold oder was? Das war knapp, jetzt ging oben durch. Nein! Oh, natürlich. Sag mal, wo gehst du jetzt wieder hin? Alter, haut einfach ab, obwohl er direkt in der Nähe ist. Eigentlich müsste direkt in den Nahkampf gehen. Das ist die Kraft eines Dämons. Ja, und kein Super Saiyajin ist, wa? Neue Cutscene. Ah, genau, der Teufelsmann, so hieß er ja, genau. Ja, bring Freeze zum Explodieren, bitte. Ich bitte dich darum. Dankeschön. Tja, er war halt zu böse. Stärke, da ist nur die Fähigkeit. Ich kann es ja zeigen. So, 俺様の必殺技悪魔糸光線は邪神を増幅させ爆発させることができるのだ。
邪悪な心では。その通り。貴様ら親子は無力なり。こんな奴が地球にいたとは。ならばそのふざけた技を使う前に殺すまでだ。Ja, wäre natürlich auch eine Theorie, wa? Das war knapp. Na, ich glaube, King Cold dürfte schwierig werden. Oh, genau in dem Moment. Was ist das für eine Scheiße hier? Ja, komm, Freeze ist auch geklappt. Es dauert doch ein bisschen. Bereits jetzt schon? ではあの世で懺悔するがよい。絶対無敵のアックマン様に戦いを挑んだことを。失礼。Ja, das ist die Lösung. Er macht alle Bösen platt. この世には邪心がない奴もいるんだよ。孫悟空って化け物がな。おっと、とんだ道草を食ってしまった。ちょいと歴史を変えちまった気もするが。まあいいか。Ja. Bad Endo. Ich glaube, der Entwickler verarscht sich ja selbst mit tragisches Ende. Dass man einfach so einen schwachen Charakter als Dragon Ball nimmt, die Technik, die er schon damals hat, logisch, dass er sich sagt, okay, jeder Gegner in Dragon Ball Z ist im Prinzip böse, Freezer, Cell, Buu, auch Filmcharaktere, Broly und so weiter. Hey, schickt einen Teufelsmann, ihr macht sie alle platt, fertig. Bei Buu und Cell klappt es nicht so ganz in Regeneration. 悟空さんすいません。僕が案内できるのはここまでなんです。そっか。それにしても世の中にはオラの知らねえことがまだいっぺんあんだな。オラもまだまだってことだ。また修行のやり直しだな。悟空さん、それ以上強くなるんですか？ああ。そんじゃありがとうな、海王神様。悟空が見たのはもしもの世界のほんのひとかけらに過ぎない。もしもの世界は無限にある。ドラゴンボールを愛する人がいる限り。So ist es, Freunde, so ist es. Solange es Leute gibt, die Dragon Balls lieben, wird das Abenteuer niemals zu Ende gehen. Ach ja, wie gesagt, was wäre wenn, ist durchaus eine gute Alternative, gar kein Problem, aber dann müssen auch die Originalkämpfe irgendwie vorhanden sein. Nochmal spielen, okay. Recht alle. 100%, wir haben es geschafft, Freunde. So, dann geschafft. Gut, und zum Schluss dann nochmal ganz kurz. Alle Charaktere, die wir jetzt mal freigeschaltet haben, ich glaube, es müssen alle sein, wa? Ganz kurz, machen keine Kämpfe mehr. Weil Part sowieso schon überlang ist. So, Son Goku früh! Das heißt, Son Goku früh halt vor dem Kampf gegen Freezer. In diesem Sinne auch keine Transformation, nix. Kid Gohan dürfte auch klar sein, auch nix. Ich glaube, das war Z-Objekt für Potenzial entfalten. Okay, das war sagen auch schon. Piccolo früh, auch nix. Vegeta Scouter, der hätte halt noch den Osaru, haben wir auch schon gesehen.
Kuririn. Krillin halt. Yamchu. Ich muss quasi mit der Frisur warten. Kann man irgendwie ändern. Ja, müsste irgendwie gehen. Nicht nur so mit normal, sondern direkt anzeigen, glaube ich, ging das sogar. Egal. Trunks Schwert. Future Trunks natürlich und Super Saiyajin. Wie gewohnt. Dann haben wir Son Goku Mitte, wie wir natürlich kennen, mit Super Saiyajin, Haarfarbe, naja, weil damals der große Wechsel war. Gibt natürlich heutzutage keinen Sinn mehr, weil man sieht es, ja, sag jetzt mal auch bei den heutigen TV-Specials, Filmen und natürlich auch irgendwann Super, wenn man es rückblenden sieht, ist die Frisur und Haarfarbe eigentlich von Super Saiyajin immer gleich. Es ist nicht zu sagen, okay, Super Saiyajin wie hier im frühen Stadion hat ist eher im gelben Bereich, sag jetzt mal. Und Haarfarbe her als nachher später eher so Gold bis Weiß, ist einfach mal so ein bisschen anders. Ne, ist eigentlich immer gleich. Die Haarfarbe, Stil und so weiter. Teen Gohan normalen sind wir auch relativ selten. Meist im heutzutage Teen Gohan Super Saiyajin direkt. Jo, hier Super Saiyan 2. Ja, in der ursprünglich halt Super Saiyan, glaube Grad Nummer 5 oder so etwas. Deswegen ja auch der Film Super Saiyajin Gohan. Das ist kein Tippfehler, so etwas. Ne, das war halt ursprünglich echt so geplant. Bevor es eben halt den zweifachen und dreifachen Super Saiyajin gab. So, Piccolo Ende, das bereits Fusion mit Gott und Nel halt inklusive. Vegeta! Super Saiyajin, wie sie uns ganz gut mit den Haaren war. Da ist noch ein bisschen mehr Gelb drin. Hier ist nicht mehr so viel Gelb und dafür natürlich die Konturen, wenn man sieht, die Haare. Die einzelnen Haare fallen viel besser, hier sieht man eigentlich nur den Rand der Haare. Also die äußeren Haare, denen sieht man gar nichts. Ja. Da ist aber die Augenbrauen, da haben wir jetzt ein bisschen mehr orange-braun drin, oder? Und hier ein bisschen mehr einfarbig in diesem Sinne. Wieso Tension an hier unten? Ich habe keine Ahnung. Wegen Chaozu war im Combo. Trunks mit langen Haaren, Super Saiyajin, Super Trunks. Der muss unbedingt ändern. Wer Dragon Ball Super kennt aktuell, der weiß, okay, der Name geht nicht mehr. Da gab es damals ja auch so Gerüchte, dass halt, ja, Super Trunks war halt irgendwie, ja schon wieder. Ja, halt eine Art Ultra Saiyajin wäre. Ultra Saiyajin ist ähnlich wie Broly halt, enormer Kraftaufwand, aber dafür würde, im Gegensatz zu Broly halt, bei dem steigt die Power immer weiter. Und vor allem büßt er keine Geschwindigkeit ein, keine Ausdauer, was halt hier der Ultra Saiyajin tun würde. Aber theoretisch müsste es auch noch Vegeta in der Form geben und Goku. In diesem Sinne, ja, nice to have, aber natürlich seine Vorteile, war immer wieder. Son Goku Ende, natürlich mit Super Saiyan 2 Transformation, Super Saiyan 3, Vegeto, ja, ist halt die Option, war wegen Potara. Super Vegeto und natürlich Super Gogeta. Son Gohan! Als Super Saiyajin, man achtet auf die Haare, es müssten 2 Strähnen von, ne, ist hier nur eine, war. Eigentlich müssten 2 Strähnen sein. Super Saiyan 2, ja, hier sieht man den Unterschied echt kaum. Der große Saiyaman, ja. Ultimate Gohan separat, ich glaube, der war bei Budokai Tenkaichi 2 und Infinite World war der einfach normale Transformation zum Son Gohan, nicht eine separate. Vegeta zweite Form, auch hier natürlich die Fusionen, wie man sie kennen. Plus Margin Vegeta. Nee, Quatsch, Entschuldigung, Super Saiyajin 2 halt. Super Saiyajin, bei ihm sieht man den Unterschied auch. Ja, doch, die Haare sind ein bisschen, ja, spitz, aber. Hier, Margin Vegeta, geil. Son Goten, was haben wir hier alles? Super Saiyajin. Gotenks, haben wir auch nicht gesehen im Story-Modus. Super Saiyajin Gotenks, Super Saiyan 3 Gotenks. Trunks natürlich auch das gleiche hier. Plus Kid Trunks, Super Saiyan. Gut. Son Goku. Ich will noch einen Charakter. Wieso fehlt mir ein Charakter? Ich will da was noch Charaktere. Interessant, wir können die frei spielen. Egal, Son Goku aus Dragon Ball GT mit Super Saiyajin, Super Saiyan 3. Könnte man es einfach noch einbauen, aber naja, haben wir halt weggelassen. Super Saiyan 4, oh yes, natürlich Gogeta. Geilomatico. Ja, direkt zu Videl. Die hat halt noch die Great Saiyan Man 2 oder Great Saiyan Woman, wenn man es auch kennt. Wir werden hier noch. War zuerst aber der ist schon da. Hey, jemand vergessen? Mr. Satan, Super Saiyan 4 Vegeta, direkt zum Gogeta-Transformation. Ja, auch schade. Es gibt natürlich Spiele, relativ wenig, ich glaube sogar Infinite war das einzige Spiel, wo es Vegeta
aus GT zum Spielen gibt. In der Grundform, also spielen natürlich mit den kurzen Haaren. Plus Super Saiyajin, ich glaube zweifache Super Saiyajin noch und halt hier Super Saiyajin 4. Jo. Echt. Vegeta aus GT gibt es glaube ich echt nur Infinite World zu zocken. Naja. March Up, wie ich finde, eigentlich ein total klasse Charakter, sowohl am Ende von Dragon Ball Z als auch bei GT. Natürlich nur bis mit Baby Saga, also bis mit Folge 40, weil danach ja, wurde auch wieder zum Statisten quasi. Aber nee, ganz ehrlich, das ist eine Frage. Warum nehmen wir Dragon Ball Super wieder ein? Ist die Frage, warum? Mit den ganzen Göttern und so weiter mittlerweile. Also Uber, vor allem Machu, wie man es stärker erreichen würde, wenn Super Saiyan Blue. Ah, naja, ein anderes Thema. Pan! Die gibt es jetzt zwar mittlerweile wieder bei Dragon Ball Super. Wie die weitergeführt wird, ich weiß es nicht. Hey, da noch ein bisschen. Naja, mal schauen. So. Muten Roshi! Wir haben es gesehen im Story-Modus bei Broly. Max Power. Stärker als alle anderen. Yachirobi! Nichts weiter. Nee, da haben wir auch kurz gesehen, wo ich aber gesagt habe, nö, will ich nicht zocken. Ich will es originalmäßig machen. Kaioshin plus Kibito-Shin, lustigerweise gibt es glaube ich Kibito gar nicht. Raditz plus Wehraffe. Die Haare sind auch länger, aber hinten, ja, hinten sieht man's. Nappa, Wehraffe bitte wieder Haare. Keine Haare, Haare. Pflanzemann! Ginyu. Kein Goku Ginyu? Okay. Rico! Bata! Schieß! Guldo! Zabon? Posttransformation. Hässlicher Zabon wohl eher. Dodoria! So, was haben wir hier? Kannst du das Cooler fehlt? Nee, cooler. Hä? Wir finden echt mal Gegner. Charaktere. Egal. Ja, Freezer haben wir, glaube ich, auch schon alle Formen gesehen im Story-Modus. Jo, waren alle. Den gerade halt auch noch, Mecha Freezer. Apule. Kui. Ja, Freeze-Soldat. Die haben wir jetzt nicht gesehen können, wie geht da, warum auch immer das plötzlich übersprungen wurde, also dass so schnell war. Ja, natürlich, ja, Bardox Vertraute noch. Die fehlt ja auch. Die vorhin noch spielen konnten, aber irgendwie nicht freigespielt. Seltsam. Naja, perfekte Form. Perfekt, nicht mehr super perfekt oder so etwas, nur noch perfekt, okay. Cell Junior, Dr. Gero, C19, C18, C17, C16. C13 irgendwo? Ja. Genau. Majin Buu, das Böse. Geil. Den kannst du, glaube ich, sonst nirgendwo irgendwie mitkämpfen mit ihm. Aber Story-Modus, nee, fehlt. Ja, eigentlich auch typisch mit Gotenks, so mit Gohan halt. Eigentlich auch noch mit, ja, natürlich Piccolo logischerweise. Kid Buu, Babidi. Wer wäre denn hier noch? Bibidi vielleicht? Nee. Dabra, sonst nix, okay. Bardock. Kein Super Saiyajin, aber dafür natürlich bald schon bei Xenoverse 2. Und glaube sogar Super Saiyajin 3 war. Wehraffe. Garlic Junior, Super Garlic Junior. Hier fehlt ein Charakter. Ich weiß gerade echt nicht auswendig, wer es überhaupt wäre. Dr. Willow! Tarles! Slug! Riesenslug! Ja, das sind wir auch wieder bei Xenoverse 2. Die Riesenamerikaner. Salsa. Ja, rechte Hand von Cooler. Hier irgendwo gesehen? Nö. Wieso ist er plötzlich dabei? Oh, finale Form, also eigentlich 5. Form war von der Rasse. Metal Cooler. Auch hier fehlen auf C14, C15. Die gibt es dafür bei Wedge Blaze 2, lustigerweise. Broly. Super Saiyajin Broly, trotzdem mit grünen Haaren. Oder was war denn Super Saiyan Blue, war? Legendärer Broly, Super Saiyan Green. Zangia? Rorschach, auch schon gesehen alle. Janemba, Super Janemba. Paikuhan, auch nirgends gesehen im Spiel. Tapion, auch nirgendwo gesehen im Spiel. Hildegard, ich glaube die erste Form von ihm, die sieht man nirgendwo. Die gibt es in keinem Spiel zu zocken, echt schade. Baby Vegeta. Mit allen Formen extrem geil, so Baby 1, so Baby 2, natürlich Baby Wehraffe. Der im Prinzip voll Nosau wieder war von dem her. Und auch gesehen, Super 17, hier fehlt der Höllen 17 theoretisch, aber okay. Feuer, ja, Nuvo Shenlong.
Sein Bruder Aishenlang gibt's, oder gab's ja auch bei Xenoverse 1. Alle weiteren Teufelssachen gab es, glaube ich, noch in keinem Spiel. Also, ich glaube, alle 7 findest du nirgends. Sin Shenlong, als Super Shenlong oder auch Omega Shenlong genannt, genau. Dämon King Piccolo. Tambourin. Ja, hier müsste ein anderer fehlen, wa? Der etwas fettere Gehilfe von König Piccolo. Fragen wir sowieso, wieso bringt Piccolo? Weil Namekianer bringen ja eigentlich ihre eigenen Kinder zur Welt, also sprich Namekianer. Das ist kein Namekianer hier. Jeden halt Dämonen, wieso kann Namekianer Dämonen zur Welt bringen? Wieso geht das überhaupt? Teufelsmann, der ist sowieso, ja, eigentlich die Ultrabestie für alle Gegner. Yeah, Peace, Mann. Da fehlt noch einer. So. Goku als Werfe. Oh ja. Opa Gohan. Voll gespoilert. Namen. Hachan. Arale. Das werden halt zufällige Charaktere. Jo. Freunde, das war's jetzt mal. Aber endgültig mit dem Let's Play zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Wie gesagt, man kann noch viel machen, auch mit Dragon Balls, Evolution Z und so weiter und so fort. Da bringt es eigentlich nur, wenn man halt online spielt gegen andere. Aber eben, es ist für die Wii, der Service ist eh schon seit langem eingestellt und ich würde sagen, es war ein interessanter Ausflug, vor allem mit einer Budokai Tenkaichi Reihe. Wir können natürlich dann, wenn bald schon demnächst, vermutlich morgen, nach diesem Video halt, bereits Let's Play zu Xenoverse 2 beginnt, können wir natürlich auch schon Parallelen ziehen, wie denn das Ganze, was die großen Unterschiede sind, ob es besser ist, schlechter sind, die Änderungen. Weil ich persönlich finde ja die Tenkaichi-Reihe eigentlich vom Kampfsystem her echt geil. Kann man doch kaum übertreffen. Naja, vielleicht kann man sie doch noch. So, zum Abschluss natürlich noch ganz kurze Credits zeigen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Dragon Ball Spiel, bald beginnt Xenoverse 2 und danach. Wie gesagt, wäre ich halt offen für ein Spiel, was ein bisschen einen größeren Story-Modus hätte. In diesem Sinne halt vor allem Budokai Tenkaichi 2 oder Infinite World. Oder ihr habt noch einen anderen Vorschlag, was ihr vielleicht gerne in den Kommentaren schreiben könnt. Daher sage ich nochmal vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren, Liken etc. etc. Und hoffentlich bis bald zum nächsten Dragon Ball Let's Play. Ciao zusammen!